geborgde oder gegeven zenuwen. Gott zijn ökonomisches systeem im Vergleich mit der Welt deed. Nu, dat we onze persoonlijke ervaringen metgedeeld hebben, wil ik die nog verder aanladen, die hart op te maken om over dingen te denken, wo die vielleicht nicht eier over gedacht hat. En er steht, dat du dat omstritzt, wat ik die am nächsten sagen wil, bad Gott. Herr, hast du an all dit für mich eine Botschaft? Laat mich die ermutigen alles, wat wir hier mitteilen, mit Gott sein Wort notebrieven. Diese kommende Vertal geht am geschäftlichen Nern en haft mit onze dagelijkse levens te doen. Op dit planeet sind viele finanzielle Systeme. Die Kommunisten haben ein ökonomisches System, die Muslims haben ein, en wir in der westlichen Welt haben auch ein. Haft Gott für sein Volk auch ein ökonomisches System reingemacht? Ist dort für uns immer noch anwendbar? Passt dort mit unseren Tiden taub oder nicht? Denke mal über diese Wort, was Jesus sagt, no. Kein Knecht kann zwei Haaren dienen. Er wird einen nicht leiden können und von den anderen fehlholen, oder er wird an einen hängen und den anderen verachten. Die können nicht Gott und das Reichtum tegelijk dienen. Lukas 16, Vers 13. Und es steht von Reichtum, brücken Wortübersetzungen auf andere Sprachen Geld oder Mammon. Gott seine Lektion für mich kam im Jahr 1996 durch dessen Aufschnitt von Lukas. Victor, du bist der Bank-Knecht. Du hast dich mit der Bank verbunden, und solange du mit der Bank verbunden bist, wirst du deinen, was alles vor dich hast. In dem Jahr 2000, noch viel Wissen und wat Schwierigkeiten, sagt er, Victor, du bist frei. Nu können wir anfangen, taub zu arbeiten. Wir können nicht zwei Haaren dienen, bloß entweder einen oder den anderen. Dat ist eine drastische Aussage, bütergewöhnlich und für einige sogar beleidigend. Aber bitteschön, denk du einmal über no. Mammon ist der Name für eine düstere Macht. Dat ist die triebende Kraft hinter das Sammeln von Reichtum und Luxus. Mammon kommt von das aramäische Wort Mammon, Reichtum, Geld. Eine andere Quelle sagt, das kommt von das aramäische Wort Aman und bedeutet, dort ein Wort man vertraut. Christen fangen an, das Wort Mammon aus ein Wort zu brücken, womit sie Frieden und angereichter weltlicher Verdienst beschreiben. Im Neuen Testament wird das mit einem falschen Gott gleichgestellt. Das Wort wird vorhin gebraucht, um nur übertriebenen Materialismus zu wiesen oder nur Begier als ein negativer Einfluss. Nur Wikipedia noch. Dit ist das Problem, wo viele Menschen sich binnen finden. Gott und Mammon versichern mich beide so wie zu kriegen, dass ich von ihnen abhängig sei. Beide wollen ein Verhältnis haben, beide wollen, dass ich ihnen vertraue und beide fragen, wer mein Meister sein kann. Wem will ich mein Leben geben? Mammon will, dass ich erwarte, dass meine Halb von ihm kommt. Wenn ich mit Mammon ein Verhältnis mag, wo ich seins Glaube, was ausnutzen kann. Das ist sein Ziel. Mammon gibt nicht wirklich was dran, ob ich besieht noch an Gott glaube oder nicht, solange es mich unter Kontrolle hat. Gott aber, will ein persönliches Verhältnis mit mir haben, allein für sich, und gibt alles, um das möglich zu machen. Kijk zum ersten Teil. Will mein ganzes Vertrauen haben, allein für sich. Aber an der steht, dass mich kontrolliert, ist Gott ein guter Gott, was uns sehend und nur die Freiheit lädt. Das bedeutet, dass ich eine Entscheidung machen muss. Sie ich reit mich auf Gott zu verlassen, dass er 100% von meinen finanziellen Bedürfnissen erfüllen wird? Oder wo ich den lockenden Verschhocken, was Mammon anbietet, anbieten? Wo ich mein Vertrauen in irgendetwas wird aus Gott sagen, oder wo ich Gott voll vertrauen? Ich fing mich immer weiter dabei, dass ich geprüft war, und dass die Frage abkommt, ob wem ich mich verlassen will. Die Umstände können ändern, wie in dieser Frage viele Seiten hat, aber im Grund ist das immer dasselbe. Wem vertraue ich? Die Antwort bleibt auch immer dieselbe. Jesus starb vom Kreuz, um mich von Armut zu raten, dass ich nicht mehr Not leiden brauche, aber dass ich wahrer Zutritt habe zu Gott seinen Ricken verrot. Aber meine Fähigkeit, damit verbunden zu sein, hängt davon auf, was ich glaube. Also, wo kann ich wirklich utfinden, ob ich was glaube? Na, wenn das anfängt düster zu werden und ich das mag, dass die Groden raufgehen und auf Rast, und wenn ich das glaube, was ich sei, dann will ich meine Tomatenstieder bedecken. Und wenn ich glaube, dass es von dort regnen wird, will ich einen Charme oder eine Jagd nehmen. Sitzt, ich verhol mich da noch, als was ich glaube. Das ist krieg so einfach.
Wat ik glaube, wat sichtbaar ist, wat ik doe, en daher maakt mijn Glauben en mijn alltägliches Leben einen Einfluss. Ik doe, wat ik glaube.